Moin ihr Lieben, wir legen wieder los. Eine Runde Strandgymnastik bei bestem Wetter. Ihr stellt euch einfach mal aufrecht hin, richtet das Becken auf, lange Wirbelsäule und kreist einfach mal so ein bisschen die Schultern rückwärts. Könnt auch gerne mal für einen Moment die Augen schließen. Wunderbar. Lassen wir die Schultern unten, nehmen die Arme nach oben, atmen tief ein, mit der Ausatmung die Arme wieder senken. Einatmen Länge und ausatmen tief. Einmal noch nach oben, wir ziehen die Arme hoch, atmen tief ein und ausatmen, ein bisschen schwungvoll, die Beine dabei beugen und wieder hoch. Einatmen Länge, ausatmen, locker ausschwingen. Ein letztes Mal. Locker ausschwingen, die Arme nochmal hochnehmen, Länge aufbauen. Greift durch das rechte Handgelenk und zieht das mal rüber zur Seite. Wir wechseln, greifen das linke Handgelenk, ziehen das langsam rüber. Kommen einmal zur Mitte, lösen die Arme, lassen die Schultern nochmal ganz locker. Lassen die Beine leicht gebeugt und rollen uns jetzt einfach mal nach unten ab. Entspannen die Schultern, entspannen den Kopf. Einfach mal Richtung Boden ziehen. Ihr könnt auch gerne die Oberarme zusammennehmen und einfach mal hier für einen Moment hängen bleiben. Einfach nochmal die Augen entspannen, den Kiefer entspannen, Schultern sind ganz locker. Auch hier einfach mal die Länge genießen. Wir wechseln, kommen wieder nach oben, rollen uns auf. Hände an den unteren Rücken, Fußbein heben, Becken ganz sanft nach vorne schieben. Genau, einatmen und ausatmen, wieder tief. Greift in die Kniekehle, schiebt den Rundrücken nach oben, in Richtung Brustbein und wieder den Wechsel. Einatmen, Hände an den unteren Rücken, Brustbein heben und ausatmen, wieder tief in den Rundrücken. Mal so. Ein letztes Mal. Und dann lösen wir nochmal die Arme, ziehen uns Richtung Boden, lassen den Kopf ganz locker und rollen uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lassen uns ruhig Zeit dabei. Und kreisen oben nochmal ganz leicht die Schultern. Wunderbar. Dann stellen wir die Beine ein bisschen breiter auf, kreisen das Becken ganz sanft. Gerne noch mal einen Richtungswechsel. Wunderbar. Lassen das Becken in der Mitte und kreisen einmal mit dem Oberkörper um uns herum. Können auch die Beine so ganz locker mitnehmen. Das Ganze richtig schön schwungvoll gestalten.
uns wieder ein, lassen die Fersen jetzt auf dem Boden. Der linke Arm auf die Brust, der rechte Arm dreht jetzt so weit auf, nimmt den Oberkörper mit, dass ihr jetzt hier die Dehnung im Brustkorb spüren könnt. Wenn es vom Nacken okay ist, schaut ihr dem rechten Arm hinterher. Wenn ihr merkt, ihr könnt nicht weiter aufdrehen, dort nehmt ihr einen tiefen Atemzug und mit der Ausatmung der Wechsel zur anderen Seite. Länge aufbauen, tiefen Atemzug nehmen und ausatmen, wechseln. Variieren wir mal, wir ziehen den Arm so schräg nach oben in die Länge, schauen auch gerne der Hand hinterher, einatmen und ausatmen, wechseln. Ein letztes Mal. Einmal die Seite genießen. Und dann lösen wir wieder auf, lockern die Arme. Wir können auch nochmal das Becken kreisen. Wunderbar. Wir stellen die Beine ganz nah zusammen, dass die Fußinnenkanten sich berühren. Wir beugen die Beine ganz leicht und kreisen mal aus den Knien. Ein paar Mal in die eine Richtung, dann auch mal die andere Richtung. Sehr gut. Lösen nochmal auf, hüftbreiten Stand. Dann heben wir mal im Wechsel die Fersen ab. Lassen die linke Ferse jetzt auf dem Boden, die rechte wird abgehoben. Wir kreisen hier mit dem Bein so ganz leicht nach außen. Wenn das gut funktioniert, beugen wir ganz leicht das linke Bein und heben das rechte mal ganz ab. Der Oberkörper ist schön aufrecht. Wir sind von den Bauchmuskeln aktiv dabei. Schultern bleiben locker. Und erstmal hier ankommen. Es darf auch wackelig werden. Man kann sich an einem Stuhl festhalten oder an der Wand. Ansonsten trainieren wir jetzt hier wunderbar die Balance. Und jetzt kreist ihr mit dem Bein einmal nach außen. Das Becken bleibt schön gerade. Ihr könnt die Hände auch hier an die Hüfte nehmen, kontrollieren. Dann auch gerne mal andersrum kreisen, von außen nach innen. Ein letztes Mal. Dann geht das Bein im großen Schritt nach hinten. Das vordere Bein bleibt gebeugt, dass das Knie über dem Sprunggelenk bleibt. Hände an den unteren Rücken, das Becken sanft nach vorne, Brustbein heben. Genau, es darf hier in der Leiste ruhig ziehen. Dass wir hier die Seite jetzt aufdehnen. Wir verstärken das, indem der rechte Arm jetzt nach oben geht, Länge aufbaut und dann schräg rüber zur Seite zieht. Dass wir jetzt hier komplette rechte Körperhälfte aufziehen, atmen tief durch dabei. Wunderbar. Der obere Arm, den lege ich jetzt aufs vordere Bein und der andere Arm geht in die Drehung auf. Ich schaue den Arm hinterher. Genau, bleibt von dem Knie vorne schön gebeugt.
Komm wieder zurück, bring beide Arme nach vorne. Verlagere mein Gewicht aufs vordere Bein und ziehe jetzt das hintere Bein auch nochmal nach oben. Komm hier wieder in so eine kleine Balanceübung rein. Halte die Körperspannung von den Fingerspitzen bis zur Ferse. Sind aktiv hier wieder im Rumpf dabei. Und da können wir auch ruhig mal ein paar tiefe Atemzüge uns erlauben. Wer mehr möchte, schließt die Augen. Wunderbar. Dann langsam das hintere Bein nach oben ziehen. Wir greifen mit den Händen nach. Genau. Dann Ferse aufsetzen, Arme nach oben, einatmen länger und ausatmen. Einmal tief gehen, Rumpf und Kopf locker lassen. Und dann wieder einatmen, länger nach oben und ausatmen, nur die Arme lösen. Sehr gut. Einmal gerne nochmal die Ferse im Wechsel heben, so ein bisschen sich bewegen, ein bisschen lockern. Okay, rechte Ferse bleibt auf dem Boden, die linke heben wir ab, kreisen erstmal mit dem Bein nach außen. Genau, wenn das klappt, rechtes Bein bleibt gebeugt, wir heben das linke ab. Genau, der Oberkörper bleibt jetzt hier schön lang. Und dann kreist ihr mit dem Bein nach außen. Das Becken ist schön gerade, Bauchmuskeln anspannen. Gerne mal wieder andersrum, von außen nach innen. Ein letztes Mal. Das Bein geht einen großen Schritt nach hinten. Vorderes Bein bleibt gebeugt, Knie über dem Sprunggelenk. Hände an den unteren Rücken, Brustbein heben. Wunderbar, ich drehe mich kurz. Genau, jetzt geht der linke Arm in die Länge nach oben und dann schräg zur Seite einmal. Auch hier lohnen sich ein paar tiefe Atemzüge in den geöffneten Rippenbogen. Dann den oberen Arm aufs vordere Bein und der andere Arm geht nach hinten. Wir drehen uns wieder weit mit. Blick folgt dem Arm. Ziehen beide Arme nach vorne. Wir verlagern das Gewicht aufs vordere Bein und kommen hier in die Standwaage rein. Bauen wieder eine Körperspannung auf. Versuchen Ruhe einzubauen. Fokussieren nochmal die Atmung. Sehr gut. Dann langsam das Bein nach vorne bringen. Wir greifen mit den Händen nach. Gar nicht so leicht hier auf dem Sandboden. Oh, der ist ja so weich, der Sand. Wunderbar. Dann Ferse aufstellen, Arme nach oben, einatmen, ausatmen, nochmal tief gehen, Kopf locker lassen. Und einatmen, wieder hochkommen und ausatmen, nur die Arme lösen. Sehr gut. Nochmal so ein bisschen auslockern, Beine, Arme. Gerne nochmal das Becken ganz leicht kreisen.
Wunderbar. Und dann habt ihr es geschafft. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche. Tschüss!